Guten Morgen, alle. Ich freue mich, hier zu sein an diesem Abend. Ja, am ersten Jahr, dass wir einmal ein Portbieren von diesem Tag. Ich dachte, also, wenn die uns Pferd anladen, dann würden wir vielleicht Pferd nach hier sein. Ich weiß, ich habe viele von Ihnen all eingeladen, da in uns zu kommen. Aber mein Gebet ist, dass ich uns kann Mut merken von der uns Morgens in uns christlichen Leben. Het is not als een arbeid, toen moeten we met schaffen. Ik reden schon dreimal een Bruder van de States. En hij zei, wo die arbeiten verschieden werden. Op eine Stelle werden die Menschen hungrig, da können die Menschen das Wort bringen und die können zum Glauben und das wir ein großer Segen. Wenn wir können das Wort mitteilen, das Evangelium mitteilen, und die Menschen sich bekehren, das ist ein Segen für uns. Und das bietet uns auch ab. Die Bibel sagt, dass ein großer Segen zu jedem auszunehmen. Frank sagt, wenn er kommt, gesehen worden, und das ist so. Wenn wir bloß mit der Anstellung kommen, zum Drehen, dann dreht das bald aus. Wo kommen wir, wenn wir am Sonntagvormittag zu der Andacht kommen, zum Gottesdienst, kommen wir einmal bloß zum Drehen, oder kommen wir auch zum Geben, zum Sehen sein? Ich glaube, wir sollen beides haben. Ja, wir kommen zum Sehen drehen, aber wir kommen auch zum Sehen geben. Und so das Bruder sagt, dass wir schwor, dass viele Leute, die haben meistens voll Arbeit, die Christen mutig zu holen, dass die wiederkommen, dass die bestimmt bleiben, dass die streben, vorwärts zu kommen. Und das ist, wir sind alle bekannt damit, die Welt hat so viel anzubieten. Und wir wissen, dass die Bibel sagt, dass der Jesus wahrlich über das Fleisch ist schwach. So, wir haben zwei Seiten. Für uns Christen, wir haben den Jesus, der will dort, was Gott will. Und der strebt immer nicht dort. Aber dann haben wir das Fleisch, und wir leben noch in das Fleisch. Und das Fleisch, das will immer dort, was die Welt anzubieten hat. Und so, da sind wir zwischen. Das Fleisch trägt rauf, der Jesus trägt ab. Und dat is Paulus ook zeggen, dat we das kampf van hij wil het gaan doen en wat over dat volbracht hij niet. En dat slechte wat hij niet wil doen, dat deed hij verder. En zo hem trekt dat, hij zei op een steed, hem trekt dat zij een bed zien. Hij wil al hier bij God zijn, over een andere zijde wil hij nog hier zijn, nog meer mensen te werden. En zo mijn gebed is dat ik ons gaan Mut merken van der ons morgens. En we moeten something hebben dat ons Mut merken dat. Something wo we kunnen voorwaarts trekken, dat ons motiveren dat zum Wiedergehen. Weet je, wenn wir kein Ziel haben, dann doen we niet veel. En voor me, wenn die geackert haben, dat laat goed uit. Dus een goede Uitzicht van de Goede Aard, dat motiviert hem zum mutig wiederschaffen. Aber wenn er so laat, dat wordt vielleicht nicht viel doen, dann verjährt der Mut bitte, dann hast du nicht ein sehr großes Streben und Motivieren zum Wiedergehen. Und ich glaube, so ein christliches Leben ist, was haben wir, was uns motivieren wird. Und dazu will ich wel von reden. Mein Text ist von Kolosser Kapitel 3, wenn die waren, die in der Bibel abschlugen haben, in den Thema, den Titel habe ich genannt, sagt deine Gedanken ab dort, wo der Buben ist. Und dort blickt was uns helfen, zum mutig bleiben, zum vorwärts gehen, wenn wir unsere Gedanken ab dort sagen, wo der Buben ist. Und dort ist eine Arbeit, weil wir haben das Fleisch, dort will nach immer an dort denken, was hier das hier ist. Und wir haben die ersten 3 Versen mal lesen, die ersten 4 Versen. Kolosser, Kapitel 3, Vers 1 durch 5. Wenn die mit Christus von dort abgestoßen sind, dann sieht nur dort, was boven ist, wo Christus bei Gott an der rechten Seite sitzen wird. Denk an dort, was der boven ist, und nicht an dort, was er bei ihr ist. Die sind gestorben in den Leben erst mit Christus und Gott verstärken.
Wenn Christus der nu ans Leben ist, voor een dag komen wordt, dan wordt je met Amtop ook herrlich angestellt worden. Du wehen, merk alles an je dood, wat van je zindliche Natur kommt, die Hürerie, Uneinigkeit, sämtliche Leidenschaften, weise Las in Jieds, als kriegt so aus Jätter deinen. Und so hij fängt hier an, in Vers 1, sagt er, wenn die nu mit Christus Tod von Tod abgestoßen sind. Und wenn wir trägen, die ersten 2 Kapitel zu lesen, dann du fängst mir dass diese Kolosser, die wären zum Glauben gekommen, die wären mit Jesus abgestoßen zu ihrem Leben. Wir lesen das in Kapitel 1, Vers 3, 5, sagt Paulus, wir danken Gott, den Führer von unserem Herrn Jesus Christus, immer, wenn wir an ihn denken und für ihn beten. Wir haben von ihnen Glauben und Christus gehört, in wo je alle Heilige Gott sind. Dort hast du Mazedonien, dort du eine Hoffnung für ihn im Himmel reichlich. Du von hier, aus dem dort wahre Wort, dort Evangelium gepredigt wird. In Kapitel 2, Vers 12 bis 14, sagt er, als die gedeiht worden, war die mit Christus Tod begraben. Mit Christus sind die auch von dort abgestoßen, durch den Glauben an Gott seine Kraft, der Jesus von dort abwirken deut. Die wären zu einer Zeit geistlich tot, und jene Sünden in eine fleischliche Natur. Aber Gott hat ihn durch Christus zum Leben gebracht. Er hat uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen von Gesetz her gegen uns stund, durchgestreckt, in der Zeit gebracht. Er hat den Schuldschein an der Tritt neu erneuert. So diese Kolosser, die wären zum Glauben gekommen. Es ist das sehr wunderschön, wenn wir hier denken, dass Jesus, der sagt, wir wären keine Zeit geistlich tot, sie wären keine Zeit geistlich tot, und wir wären auch alle keine Zeit geistlich tot. Wir hatten nicht zu hoffen, dass Paulus das sagt in Epheser 1, dass wir wären ausgeschlossen von der Versprechung, was Gott für das israelitische Volk gegeben hat, das denkt uns nicht an. Sagt er, ihr seid ohne Gott, ohne Hub in dieser Welt. Wir wären keine Zeit geistlich tot. Aber nun hat Christus den Schuldschein, was jeden uns stimmt. Weißt du wirst eine Schuld, was jeden uns stunden leid, was wir zweimal betonen können. Und hier sagt Paulus, den Schuldzahl hat Jesus mit auf den Tritt abgenommen, in den du euch so die Schuld ist wahr. So nun, durch den Glauben, sind wir mit Christus gestorben und zum neuen Leben abgestoßen. Und dann sagt er, wenn die dann nicht mit Christus von dort abgestoßen sind, sagt er wieder an der letzten Part von der Vers, dann sehe ich nur dort, wo der Buben ist, wo Christus bei Gott und erreichte sie, sind dort. So nun, dass wir sind mit Christus abgestoßen zu einem neuen Leben, dann sollen wir nur dort sehen, wo der Buben ist, wo Christus bei Gott erreichte sie, sind dort. In Johannes, 1. Johannes 5, du lest wirklich, Johannes das sagen, dass wo wir das können weiten, dass wir das ewige Leben haben. Er sagt, wenn wir glauben, was Menschen sein, es sind viele Menschen, die glauben, was Menschen nicht sein, wenn die wirklich den Bastard tun, wenn die wirklich die Quäckereien haben, dann wird die das vielleicht noch mal utreden, dass die in den Himmel nennen kannst. Und so sie glauben dort, nicht? Und Johannes sagt, wenn wir glauben, was Menschen sein, dann können wir uns noch sicherer sein, was Gott sein wird. Und das ist ein sehr schönes Verhalten, was er hier sagen wird. Er sagt, wer an Gott sehen glaubt, weit besiegt am Hort, das sitzt so ist. Wer Gott nicht glaubt, nannt Gott damit ein Lehner, weil es heute läuft das nicht, was Gott von seinen Sehen gesagt hat. So wenn wir glauben, was Menschen uns sagen, und das stimmt aber nicht mit Gott sein Wort,
und wir glauben noch nicht, was Gott gesagt hat, dann sagt er dann, nein, wie Gott in Lehner. Wenn wir dort nicht glauben, was Gott von seinen Sehen gesagt hat, und was hat Gott von seinen Sehen gesagt? Er sagt in der alten Fall, Gott hat gesagt, dass er uns ewiges Leben gegeben hat, in das Leben erst an seinen Sehen. So das ist, was Gott von seinen Sehen gesagt hat, dass er uns das ewige Leben gegeben, in das Leben erst an seinen Sehen. Er sagt dann in Vers 12, wer Gott seinen Sehen hat, hat das Leben, und wer ihn nicht hat, hat nicht das Leben. In anderen Vers 13 sagt er, das schrieb Kind. Und das ist nicht für alle Menschen geschrieben, das sagt, die an Gott seinen Sehen glauben. Zu denen, was du glauben, sagt der schrieb Kind, dass die das weiten, dass die das ewige Leben haben. So, wenn wir uns glauben, und auf Jesus Christus sagen dann, und ich sage immer, Menschen reden von Glauben, glaubst du an Jesus? Aber Glauben, du hast ein bisschen mehr als bloß ich glaube. Ich kann glauben, dass was von der und der reden, aber ich weiß nicht, was das wirklich Wort. So, das ist ein Glauben, aber wenn wir in der Bibel lesen von Glauben, dort ist mehr als bloß Glauben, dort ist wie Satan uns vertrauen ab dort. Bloß durch das, was Jesus getan hat, er hat den Schuldsadel, er hat die Schuld betont für mich. Und ab dort vertrauen, sagt ich, und dort verlor ich mich, dass Gott mir was in den Himmel anluden. Und dort ist Glauben, dort ist Vertrauen, nicht bloß Glauben, aber auch Vertrauen. Wir sollten uns vertrauen, ab dort, was Jesus getan hat. Und so, wenn wir dort nicht haben, dann können wir uns sicher sein, dass er sagt, dass wir dort weiten, dass wir dort ewige Leben haben. Weißt du, was du ewige Leben hast? Wo kannst du die prüfen, was du ewige Leben hast? Glaubst du an Gott seinen Sehen? Als dort das Einzige, wo die verloren ist, dass wenn die was vor Gott tun, wenn Gott die wird fragen, warum soll ich die in den Himmel anluden? Was wirst du sagen? So, wir können das weiten. Und dort ist, wenn wir uns vertrauen, uns glauben, ab dort sagen, was Jesus für uns getan hat, dann können wir das weiten. Wir haben das ewige Leben. Und so Paulus sagt, wenn wir dann die mit Christus gestorben sind, dann sollen wir nach dort sehen, was der Buben ist. Und wo denken wir an dort, was der Buben ist, oder was meint das reich? Wenn er sagt, wir sollen unsere Gedanken ab dort sagen, was der Buben ist, und nicht ab dort, was der ab ihr ist. Erstens, ich glaube, Gott will haben, wir als Christen, wir sollen wachsen. Und nehmen an unserer Kenntnis in Jesus immer besser kennenlernen. Und dort ist ein Ding, wo wir unsere Gedanken ab dort sagen, wo der Buben ist. Uns beschäftigen mit Gott sein Wort. Weil das ist ein Gott sein Wort ans Eiven, wo wir wachsen, wo wir Jesus immer besser kennenlernen wollen. In Kolosser Kapitel 2, Vers 2, da sagt Paulus es das, mir ist das darum zu tun, dass die von Herzen mutig waren und dass die untereinander einig in Gott sind. Woran sage ich auch wieder, ich möchte auch, dass die in die Erkenntnis wachsen und fast waren, in Gott sein Geheimnis, dass als Christus immer besser verstanden lehren. So dort wir Paulus ihn verlangen, dass die guten Ton nehmen, wachsen, fast waren, in Gott sein Geheimnis, dass an Christus immer besser verstanden lehren. Gott sein, und dann sage ich in Vers 3, Gott sein ganzer Schatz von Weisheit und Erkenntnis liegt in Christus. So, unsere Gedanken, ab dort sagen, was der Buben ist, wo Christus, wie Gott zu der rechten Seite satten hat, und die Gott seine ganze Weisheit, Schatz und Weisheit und Erkenntnis, die ist in Christus. In Epheser 1, Vers 3 sagt Paulus, ans Herr Jesus Christus, sein Gott und Bruder soll dafür gelobt werden, dass er uns aus Himmelsberger
all die jährlichen Segnungen geschenkt hat. All die jährlichen Segnungen, die wir haben, die sind in Christus. Und so an die Gedanken ab dort sagen, wie Christus, wie Gott die rechte Hand setzen wird, dort help uns, dort wir wissen, dort wir wiederkommen. So, und wenn wir so denken, wenn wir uns mal ein bisschen den anluten und uns mit Briefen tun, und was wir das meiste denken tun, in die Evangelien, denken wir mehr an Schafen und Geld verdienen oder an haben Geld, Hiesabüren, was immer das muss sein, als an Gott. Das ist die Frage, was wir uns sollen fragen. Und wo immer wir uns das Tollste mit beschäftigen, dazu wir ein Stärker werden. Wenn wir bloß an das denken, was zu dieser Zeit gehört, dann bald kommen wir auf von das geistliche Leben. Ein geistliches Leben, was wir nehmen, das kommt nicht für selbst, das kommt nicht umsonst. Wir müssen uns üben, wir müssen uns bedwingen. Es sind so viele Dinge, was uns fehlen Jahre zu tun. Und viele von den Dingen, die sind großartig, aber wir müssen aufpassen, dass die nicht überhand nehmen. Wenn wir wegfahren, eine lange Reise machen, wir fahren für ein paar Tage, und so wir müssen hier Wegs eten, schlafen, Gas anfallen, wir müssen Geld haben, und all diese Dinge tun. Aber uns Fokus ist gleich bloß tun. Uns Fokus ist dort, wo wir hin wollen. Dort, wo uns Fokus ist. All diese Dinge sind gut. Die Bibel sagt, was immer wir tun, wir sollen das alle so tun, als wir das für Christus tun. Was immer wir tun, Geld ist in es selbst nicht artig. Reich sein ist nicht artig, aber das Paulus sagt, der Leib von das Geld, dort ist die Welt von allen Beisen. Wo ich eine sich daran lassen danken und sich viel Schulden euer. So das ist gut. Geld ist gut. Wir brauchen Geld. Das sind gute Dinge. Aber das sind sehr schlechte Meister. Das ist okay, wenn wir das Geld haben, aber das ist nicht gut, wenn das Geld uns hat. Dann sind wir in Trouble. Und so wir müssen diese Dinge haben. Petrus sagt in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 11, Luister, Freund, die sind hier fromm und reisen hier bloß durch, weil sie ein wirklicher Thuis im Himmel ist. Und das ist wirklich so. Für uns Christen, uns Thuis, wirkliche Thuis ist nicht hier. Uns wirkliche Thuis ist im Himmel. Und so wir sollen Dollar und dort denken, als an das Thuis, wo wir hier wohnen oder was wir hier tun. Ja, wir müssen schaffen, dass wir essen können, dass wir einen Tag haben, unsere Familie feiern, alle Dinge, die wir haben. Und das ist gut und das reicht. Aber unsere Gedanken sollen mehr ab dort sein, was der Buben ist. Ab dort nächste Leben, wo wir für immer mit Jesus wollen im Himmel leben. Dort ist, wo unsere Gedanken sollen sein. Kriegt es, wenn wir wegfahren. Wir denken nicht bloß an hier sind. Unsere Gedanken sind dort, wo wir hin wollen. Dort, wo unsere Gedanken sind. Und dort, wofür wir beten, wenn wir wegtreten tun, wir beten mehr für was wir tun wollen, als für die Reise. Wir beten noch für Beschätzung auf der Reise. Aber wir schaffen viel Dollar, ab uns recht zu merken, für die Zeit, wo wir wohnen wollen. Und so sollen wir unsere Gedanken ab dort sagen, was der Buben ist. Denn wir haben was zu hoffen. Wir haben was vorwärts zu kicken. Manchmal haben Menschen sagen, ich kann nicht mehr vorwärts zu kicken. Nichts wird mehr erscheinen. Wir als Christen, wir können uns dort nicht sein. Wir haben was vorwärts zu kicken. Und dort soll uns Mut geben und motivieren, zum Wiedergehen. Einmal geht alles einen anderen Weg, als wir geplant haben. Einmal geht alles arg,
Wir haben Dinge geplant, haben alles gesagt und der Länge gedacht, wo Dinge sollen gehen. Viertmals geht das ganz einen anderen Weg. Viertmals geht das zu nichts. Viertmal wird die Person krank, viertmal stirbt die Person. Und dann scheint so, alle Hub ist weg. Alles ist uit. Aber weet je, dat is nicht uit. Wir lesen von Moses in Hebräer Kapitel 11, Vers 22 durch 26. Moses hat das, wo das han könnt Gebet haben. Wir genommen von den kenne ich seine Tochter. Und so wir könnt am Paulus leben. Wir könnten Hewet leben. Das sagt durch den Glauben will Moses, als ist abgewaschen wie nicht mehr aus ein Sehen von der ägyptischen Königstochter Jalen. Will sich lieber mit Gott sein Volk zu leiden, als sich nach ein Stützje und den Sinn zu erjatzen. Hält das Leiden für Christus aus einem drahteren Reichtum, aus alles ägyptische Gold. Weil sagt, was die Belohnung sein wird. Wir haben die Belohnung zu erwarten. Und deswegen sollen wir uns darum beschäftigen, an die Gedanken, ab dort sagen, was der Buben ist. Und dann zweitens, an die Gedanken, ab geistliche Dinge sagen, und uns an Gott sein Wort beschäftigen, dass wir wissen, und Christus immer besser kennenlernen. Und dann zweitens, an uns nächstes Leben am Himmel denken. Wofür denken wir an uns Leben am Himmel, wo wir waren mit Jesus leben für immer. Dort wird uns Kraft geben, zum Bestehen bleiben, wenn wir schwere Zeiten begehen. Und dort ist ein Ding, was wir als Christen nicht in den Stich gehen. Wenn wir uns Christus hergegeben haben, dann wollen wir schwere Zeiten begehen. Das ist kein anderer Weg ran. Jesus sagt das selbst in Johannes 16, 33. Sagt er, in dieser Welt, wo ihr Triebsal haben. Aber er sagt, seid getrost, ich kann die Welt überkommen. Und Paulus sagt auch, dass all die die Welt in Göttlichkeit und fremd leben, die Maten durchbrechen, dass sie wollen Verfolgung leiden. So du hast kein anderer Weg ran. Wir wollen schwere Zeiten begehen. Aber wenn wir an das nächste Leben denken, dort wird uns Kraft geben, wieder zu gehen in Stunden zu bleiben. Ich denke an die Versen, was Paulus in Römer 8, Vers 18 sagt. Er sagt, für mich zu beseinen sind diese Leiden nicht wert, mit der Herrlichkeit zu vergleichen, die uns soll offenbart werden. Und ich denke auch an die älteren Menschen, die, die krank sind, die durch sehr schwere Krankheiten gehen und Leiden tun. Und denke ich, dass das mit schwer sein. Aber ein Ding ist sicher, dort haben ein. Dort ist nicht für immer. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16 durch 18. Und das ist ein sehr guter Trost für die, die leiden tun. Das sagt, du wehen, wo wir nicht mutlos, wenn uns Körper auch langsam verfällt. Innerlichen Mensch, wo wir alle Tag nie. Das ist ein Grund, wer wir sind, uns Körper, die wird älter, die wird schwacher, langsam verfällt die. Aber der innerliche Mensch, uns jetzt, der soll alle Tag näher werden. Und dann sagt er in Vers 17, uns schwaret, was wir hierdurch merken müssen, ist begrenzt und leicht. Er sagt hier, das Schwere, was wir hierdurch merken, ist begrenzt.
So wie daar nicht zu denken, nu wat het immer is dit zijn, ik kan niet vooruit te checken, no, dat is, Paulus zegt, dat is begrens. Dat is maar voor een korte tijd, dat haven een, dat worden een han. En hij zegt, es bestemmt en leeg, dat verschaf ons wordt, wat über alle moed en herrlich zijn wordt, en voor immer blijven wordt. Hij zegt, we trachten niet op dat wat te zijn is, aber op dat wat niet te zijn is. Wils dat wat te zijn is voor deze tijd, wat aber nicht te zijn is voor eeuwig. Wenn wir uns wat twee breken, fout twee breken naar een aan twee breken, dan voor we in een hospital, niet? Aber wenn uns Körper auf einem ganz Stuhl braucht, der starb, dann fahren wir nicht in ein Hospital, dann gehen wir nach Gott. Dann sind wir wie Gott. Und dort ist, was wir haben vorwärts zu checken. Ein Ziel soll dort buben sein, wo Christus bei Gott zur rechten Seite sitzen wird. In 2. Korinther 5, ja, durch was vorhin zu lesen, er sagt, wir weten über, wann das zählt und wann wir hier auf dieser Erde leben. Das zählt halt hier von unseren Körper, wo wir leben hier auf der Erde. Sagt der durchgebrochen wird, dann haben wir ein Haus im Himmel. Dort ist nicht für Menschen hingebaut. Anders gesagt, den Körper haben wir nicht von unseren Eltern. Paulus sagt, das Leben, was unsere Eltern uns gegeben haben, dort wird verkommen. Aber er sagt, dort ist nicht von Menschen gebaut, aber von Gott selbst in Wort ewig bleiben. Wofür denken wir an, dass wir haben eine Seil, wo der für immer leben wird, der wird ziemlich sterben. Er sagte wieder, willst wir dort weiten, stehen wir, und wir bangen uns nur, von unserer himmlischen Wohnung bekleidet zu werden. Dann sind wir bekleidet und nicht nervig. Solange wir noch auf dieser Erde wohnen, haben wir sicher noch zu stehen, willst du durch ihre Sorgen unseren irdischen Körper nicht zu verlieren. Wir dann alles, was wir kennen, diesen Körper nicht zu verlieren. Menschen wollen das Leben holen. Er sagt hier, willst wir durch ihre Sorgen unseren irdischen Körper nicht zu verlieren. Wo er sagt, wir möchten lieber, dass uns die himmlische Wohnung übergetragen wird, dass das Stoffliche an uns von Leben übernommen wird. Gott selbst übermerkt uns für das Reut und hat uns als seinen Geist aus einer Antullung gemerkt. Gott hat uns seinen Geist gegeben und dort bringt Paulus hier so, der sagt, das ist eine Antullung. Wenn wir sind bekannt, wenn wir in Schacher merken, wenn wir eine Antullung merken, dann haben wir uns den Schacher versichert. Und so ist das mit den Gästen. Wir haben den Gästen Tränen, und so das ist eine Garantie, dass wir dort wollen tränen, was er uns anvertraut hat. Er sagt, du werden bleiben getraut, wir weiten, solange wir hier in diesem Körper wohnen, sind wir noch nicht Tüß bei den Herrn. Solange wir hier noch leben, sind wir noch nicht wirklich Tüß, wo uns wirkliche Tüß ist. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 22, aber ich hol mein eigenes Leben nicht viel wert. Ich möchte bloß meinen Weg mit Frieden zu einrahmen, in den Dienst verrichten, den der Herr Jesus mir abgelegt hat. Und dort ist für das Evangelium von Gott seine Gnade entstanden. Das wir Paulus ihn verlangen, dass er wir dort vollbringen, was Gott an hat abgelegt.
Ik wil nog wat versen lezen uit de Openbaring, kapitel 21, de eerste 8 versen door. Ik glaube, wir können nicht alles verstehen, wir wissen nicht gleich, was alles was sein wird, wir wollen im Himmel sein, was wir da tun wollen. Aber was Dinge weit wir, was du was sein. Wir wollen mal lesen, Kapitel 21, Vers 1 durch 8. Und ich sag, ein neuen Himmel und eine neue Erde, willst die erste Himmel und die erste Erde verschwungen, und du hast auch kein mehr. Dann sag ich, Johannes, der heilige Stadt, dort näher Jerusalem von Gott uit den Himmel raufkommen, als eine uitgestromde Brut, reit vor ihren Mann. Und ich hier eine luide Stimme von Himmel sagen, check einmal, nu ist Gott seine Wohnung mit Menschen, und er wird mit Antop wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird mit an sein, und Gott sein. Und Gott wird an alle Tränen von den Augen aufwaschen. Du wirst kein Tod oder Trauer oder Hehlen oder weiter mehr sein, weil es wird vorher wir erst verschwungen. Dann seht heute ab den Thron, sagt, check einmal, ich merke alles nie, ich seht, und er seht zu mir, schrieb, weil diese Welt sind wahrhaftig und abzuverluten. Das ist, was er sagen hat. Du wirst nicht mehr weiter sein, du wirst kein Heilen sein, du wirst kein Klären sein, du wirst kein Trick sein, keine Krankheit, für immer und immer bloß scheinen. Und dazu Paulus sagt, für mich zu beseinen, sind diese Lieden, was wir hier durchgehen, nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die in uns Jugendwort soll werden. Und so das ist, was wir Christen, wir sind, das Frankisch sein, das wirklich ein glückliches Volk, ein solches, gesegnetes Volk. Petrus sagt, wir sind ein ausgewähltes Volk. Gott ist ein eines Volk. In 1. Johannes Kapitel 3, da sagt er, seid bei Gott die Fuhre ans Eis, dort wie Gott seine Kinder genannt worden. Und wir sind dort wirklich. Die Welt kennt uns nicht, weil sie am nicht kennt. Liebe Freunde, wir sind nur Gott seine Kinder, aber das ist noch nicht nachgekommen, was wir nachher sein wollen. Wir sind nur all Gott seine Kinder, dort weit wir. Aber wir wissen noch nicht, was wir nachher wollen sein. Aber das sagt hier, er sagte wieder, wir wissen aber, wann er kommen wird, dann wo wir so sein, als er ist, und wir wollen so sein, als er ist. Und dann sage ich, in jeder, die seine Hoffnung ab Christus sagt, wird sich reinigen, so als er auch rein ist. Und das ist, was Paulus zu sagen hat in Kolosser Kapitel 3, Vers 5. Du wegen merk alles an den Tod, was von deiner sittlichen Natur herkommen hat. Und so das ist, was uns soll Mut merken. Und je mehr wir uns an Gott sein wird beschäftigen, je mehr wir an dort denken, was wir zu kommen haben, Petrus nannte eine solche Hoffnung. Das ist eine lebende Hoffnung, wo wir wollen mit Gott sein. Heute und Tag, wenn Johannes sagt, wir wollen Jesus so sein, als er ist, und wir wollen so sein, als er ist. Wir können uns dort nicht feststellen, wo das alle was sein, aber weißt du, das wird viel besser sein, viel herrlicher sein, als wir Menschen an uns Verstand, an Stimmung können feststellen. Das wird weit besser sein. Und so was immer wir hier durch das Leben gehen, wir haben eine solche Hoffnung, ab was Besseres.
wenn alles verkabelt, wenn alles arrangiert, auf diese Erde. Paulus sagt auch, dass wenn wir alles verlieren, dann irgendwie doch alles. Gott ist ein gnädiger Gott, und Gott will nicht, dass einer soll verloren gehen. Jesus hat die Schuld betont, so dass keiner doch verloren gehen, keiner wird verloren gehen, keiner wird kann sein, dass er nicht eine Gelegenheit hat. Jeder Mensch hat genug Licht in sich, dass er weiß, dass er ein Gott ist und dass er nicht Gott sehen kann. Und wenn ein Mensch nicht aufpasst, Licht, was er hat, die hier hat, und Gott segnet hat, dann wird er Gott finden. Wir lesen das von Cornelius. Wir in Abbrechermann sagt dort, wie würden sie da erkennen, wo Menschen die fragen, was bleibt wir? Wir Cornelius waren geboren. Na sicher wir, das sagt, dass wir in Abbrechermann, er betet immer, er gibt die Arme, und er hat ein gutes Ansehen, manche Menschen. Und das sagt sogar, dass Gott gehört seine Gebete. Aber die Cornelius muss von ihnen geboren werden. Bis Luther einmal sieht er eine Vision und sagt das Engel Tom, er soll eine Japan schicken, eine Petrus am Luten durchkommen. Und Luther sagt, der wird die wir sein, wo euch die und die ganze Familie selig werden. Ich glaube, der beste Mann, was wir finden im Neuen Testament, der muss Jesus haben. Der muss wahre geboren sein. So, da wir ziemlich denken, und das ist einmal, was ein Mensch mit Angst merken lässt, wenn Menschen das so abgefunden haben, dass die wollen durch ihre gute Werke selig werden, sich die Seligkeit verdienen. Wenn dort wird geschafft haben, dann wird Cornelius dort haben gemerkt. Aber das sagt er, Petrus wird am Krummbiet sein, wo ich können selig werden. Und wenn wir Gott loben, dass er das getan hat, er hat das recht gemerkt, er hat die Schuld betont. Nu sagt er, wie immer der Welt, der kann kommen und über alles, was immer wir in das Leben begehen wollen, wenn wir dann denken, was der Buben ist. Wenn wir Jesus immer an Ihren Schien holen, der den Glauben an uns angefangen hat, dann wird auch nur sein, dass dort wird vollbracht werden, aber an den Tag, wo er kommen wird. Amen. Wenn wir noch beten. Herr Gott, ich komme für dich von uns Morgens. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine große, uitsprechliche Leib, dass wir uns so sehr leben, dass du den einzigen sehen, schacken, und dass du auch wirklich wir sind ihnen leben, sind ihnen wollen, zur Zeit zu leihen, in den Willen unternehmen, in sich Hand zu geben, zu sterben, für die ganze Welt ihre Sünden. Dankeschön, Herr Jesus. Und musst dir uns alle, die wir nu sind mit Christus abgestunden, zu ein neues Leben, uns helfen, daran zu denken, an dort, was der Buben ist, und uns nicht luten, durch von Wegreden, von den Dingen, was hier auf dieser Erde sind, Gott. Musst dir uns helfen, unsere Priorities recht zu haben, dass wir unsere Einstellung würden, und dort haben, unsere Gedanken haben, und dort haben, was zu kommen ist, und nicht uns vertrauen oder unsere Gedanken bloß ab dort sagen, was hier zu sein ist, aber viel mehr ab dort, was nicht zu sein ist, was für immer und ewig bleiben wird. Danke, Herr Jesus, musst du dein Wort segnen. In Jesus' Namen. Amen.